Und weiter geht es hier bei Fire Emblem Fates Vermächtnis. Und wieder mal habe ich die Zeit ausgewogen genutzt und habe ein bisschen trainiert, obwohl ich zugeben muss, das hat sich noch gar nicht so sehr gelohnt. Ja, ich glaube Asura hat ein paar Punkte noch bekommen, Hinoka glaube ich auch noch. Orochi ist glaube ich mehr oder weniger noch die gleiche. Sakura, nicht mehr so sicher. Ja, einmal so ein kurzer Überblick, es hat sich nicht so viel jetzt verändert, doch ich habe Keinen reingenommen. Das ist die große Neuerung, ich will Keinen trainieren, weil ich habe das Gefühl, so ein Kitsune könnte noch ganz geil werden und ich habe einen Tipp bekommen, dass ich hier ein Kitsune, sprich, nee, Moment, ich muss anders sagen. Also, mir wurde ihnen gesagt, dass ich alle Klassen außer, ich glaube die Skaldin, ich glaube die nicht, aber sonst können sie, glaube ich, alle Klassen entwickeln. Gut, dann so, natürlich so, gehört eigentlich das auch dazu, allerdings, naja, wir sind ja auch so eine Klasse mit Drachenstein und so weiter, wir können uns ja auch entwickeln, also warum soll sich Kaden als Kitsune nicht auch entwickeln können? So rein theoretisch, dann mir so, okay, ich gucke mal bis Level 20 und, ja, schauen wir dann weiter. Wie wir weitergehen könnten. Sonst, ja, okay, sind noch ein bisschen schwächer drauf, aber okay. Takumi, Ryoma, Felice, glaube ich, noch ein bisschen Punkte bekriegt. Ja, also vor allem ein bisschen heilen war. Die gute Hanna, was ich noch nicht genau so weiß. Ich meine, weiterentwickeln, ja, eventuell schon, aber nicht zum Schwermeister wie Ryoma bereit sein ist. Ich meine, klar, vermutlich wird sie besser sein. Ich denke schon sogar, sie wird ziemlich sicher schneller sein. Fähigkeiten, ja, das sehen wir jetzt schon, wenn sie höher sein. Stärke, ziemlich sicher nicht. Ja, also denke mal, es wird Ryoma sicher in Geschwindigkeit und Fähigkeit überlegen sein, aber naja. Mal gucken. Ja, da habe ich auch versucht zu trainieren, aber es ist echt ein bisschen mühsam. Da dachte ich mir so, ist ja vor allem hier bei Vermächtnis eigentlich nicht so notwendig. So, erstmal geht es weiter mit den Gesprächen mit Case und unserem Bruder. Darf dir mein Gefallen bitten. Teilen möchtest? Dann ist sehr erfreulich. Das Gefühl, es gibt eine Leere in meinem Kopf. Vorbereitet. Was denn? Wenn ich es dir später gebe, versuche geduldig zu sein. Fang mal zu hören. Im Treffen. Hä? Okay, cooles Gespräch. Verstehe es auch nur nicht ganz. Vielleicht hat's ja. Müssen gucken, Leute. Habe ich euer Misstrauen erregt? Was denn eigentlich zugleich natürlich? Ich dachte, dass es eine gute Gelegenheit wäre, all deine guten Seiten aufzuzeigen. Hä? Warum sollte das tun wollen? Eine gute Frage. Du wärst kein guter Mensch. Was sagst du? Entschuldigt. Case, wo bist du? Case, komm, ich lass mich hier nicht stehen. Case! Wieder auf Michael. Ja, da bist du also. Lass mich einen hier lauern. Ja, stimmt, gerade clever war es von mir wirklich nicht. Aber egal, lass mich doch einfach allein, Ja, toll, jetzt hau ich dafür ab. Meine Fresse, Gespräche hier. Asura mit Sakura. Vermisst du meine Schauermärchen? Ich bin überrascht, sie gefielen mir doch. Nein, ich mochte sie nicht, sie waren grauenvoll. Wenn du mit einer Geschichte begannst, konnte ich nicht schlafen, aber wusste, wie sie ausging. Ich will nur Zeit mit dir verbringen und später aufbleiben dürfen. Ja, wieder mal ein sehr interessantes Gespräch. Wohl, doch eigentlich schon. Ich wusste nicht, dass du es bist. Was ist das? Kann ich dir verübeln? Ich bin nur neugierig. Du hast gesagt, du könntest Ereignisse außerhalb der Schlachten voraustragen. Was sind zum Beispiel? Wirklich, ja.
Erst Mahlzeit. Hm. Naja, sie kann ja theoretisch ja aufs nächste Mal etwas kochen. Dann hat sie es ja auch schon vorher gesagt. Von dem her Oboro mit Case und Takumi. Luft. Dann ist er zu gütig. Dann haben wir dann Getreuen. Nee, sogar selbst wenn es sein muss. Dann ermordet. Darum denke ich nicht mehr so auf ein Familiengeschäft. Niemals würde ich Mila belügen. Ich bin sehr glücklich, eure Treue sein zu dürfen. Wenn man Interesse hätte. Sprecht nur die Wahrheit aus, ja. Nichts als die Wahrheit, niemals die Wahrheit, ich höre. So viele Ideen, okay, dann, ja. Nimm doch eine Hose. Mit Case noch. Speisekammer. Siehst du, das ist viel besser so? Scheint mir auch so. Ein Glück, dass wir hier fleißige Bienchen wie dich haben. Oboro? Der ist in den Fluss gerutscht. Eine Maus! Oh Gott. Oboro, die Schlange. Nein, nicht ganz. Aber sie hat Angst vor Mäusen. Das ist eigentlich eher ein bisschen unlogisch. Oh. Dieser Blick. Der Blick, der kann ja richtig Mäuse töten. So, überall durch. Gott sei Dank, dauert immer so lange, ey. Jo. Unsere gute Lilith ein bisschen stärken. 40, nein, haben wir viele. Level up. Yo. Die ist gekocht. Wir haben Vierer gekocht. Natürlich, wir haben Vierer gekocht. Goldbahn erhalten. Ja, die bringen ja eh nichts. 300 kann die verkaufen. Wow. Das ist ja Wahnsinn. Einladen. Ja klar, ich lade Tsubaki ein. Ich denke immer an Asura. Ja, gerne doch, immer doch. Our lives were intertwined before we even met. I'm glad we're finally getting a chance to know each other. Jo, das bin ich auch. Beziehung verbessert, ja. Eine bessere Beziehung, guys. Gut gelaunt gegangen, okay. Gut gelaunt, Freunde. Es ist gut gelaunt gegangen. Okay, aber hier nichts. Egal, Freunde. Wird Zeit für das nächste Kapitel. Naja, ganz kurz bitte speichern und dann können wir weitermachen. Dankeschön. So, sichert sie da mal irgendwie... Nö, nix, okay. Ja, da hat irgendwie wieder Herausforderungen, aber nö. Wir machen weiter mit Kapitel 15. Der Armee von Michael gelingt es, die Grenze zu durchbrechen. Doch die Hauptstraße ist noch nicht in norischer Hand. Ist noch in norischer Hand, Mensch. Michael sucht nach einem anderen Weg. Jo, Ring frei. Gipfel der Ulf-Hedin. Was? Milord, ich habe die Umgebung vollständig ausgekundschaftet. Danke, Case. Wie sieht's aus? Wird nicht sehr gut. Gerade die norische Armee ist sich unserer genauen Position nicht bewusst, doch sie haben alle möglichen Wege zum Schloss versperrt. Einschließlich aller Innenstraßen und Pfade. Sie waren ziemlich sorgfältig. Tausende Truppen sammeln sich. Tausende? Wir sind gerade mal eine Handvoll. Nun, danke nochmal, Case, dass du diese schwierige Aufgabe genommen hast. Natürlich, Milord. Da ihr fragen, wie ihr nun weiter vorgehen wollt. Ich sehe keine Chance, unbemerkt an der norischen Truppe vorbeizukommen. Hättest du vielleicht keinen anderen Weg nehmen können? Doch, den gibt es. Was mit der Sprache? Anscheinend haben wir keine andere Wahl. Theoretisch ist es möglich, nur über den Berg der Ulf-Hedin zu erreichen.
Jedoch ist der Berg der Ulfheden allgemein als der unpassierbare Gipfel bekannt. What? Wir können uns das auch nur vorschlagen, Milodrioma. Wir sind besser dran, wenn wir gegen 10.000 nordische Soldaten That's kämpfen. right. Wir sind der Risiken bewusst. Und nur ebenso. Das ist wohl der Grund, warum sie uns in diese Richtung drängen. Richtig, ich sage keine Truppen, die den Weg zum Gipfel sperrten, doch. Das ist sicher What do beabsichtigt. you think? Was denkst du, Michael? Das ist vielleicht unsere beste Chance. Naja, wir können nicht einfach hier bleiben. Wir mögen zwar eine kleine Truppe sein, aber wir sind stark und flink. Ich denke, wir sollten unser Glück mit dem Berg der Ulfheden versuchen. Sure. Dann ist es beschlossene Sache. Case, kannst du denn zum geeigneten Pfad um den Gipfel führen? Leave it to me. Natürlich, Milord. Oh je. Alter, leck mich am Arsch, was ist anders im Weg? Zuerst die ewige Treppe und jetzt das. Oh, tut mir die Füße weh, Alter. Ich hab schon Hühneraugen auf den Hühneraugen. Wenigstens müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir außer Form geraten. Schlechter Scherz, wa? Da sind die körperlichen Anstrengungen nicht unsere einzige Sorge. Wie geht es dir, Michael? Willst du eine Pause machen? Natürlich will ich eine machen, aber nee, ich bin Anführer. Ich meine natürlich, mir geht's gut. Aber es sieht so aus, als würden die anderen zurückfallen. Vielleicht sollten wir ihnen die Chance geben, aufzuholen und sich I've auszuruhen. got your back. Eine gute Idee. Geh ein Stück zurück und benachrichtige die Anführer. Moment, ist noch jemand hier? Hä? Oh, ich sehe gar keinen. Jetzt sehe ich auch einen. Steel yourself. Pass auf, Michael. Was denn das für ein Scheiß? Noch weiter nordische Monster? No. Nein, das sind Ulfhedin, ein Clan, der die Fähigkeit des Gestaltenwandels besitzt. Das ist der andere Grund, warum man diesen Berg fürchtet. Hey, Hey Mann, was macht ihr in unserem Revier, Alter? Ist voll uncool. Tut mir leid, wer bist du denn? I'm Keaton, your superior. Ich? Oh Mann, Alter, mein Name ist Keaton. Du kannst mein Fell nicht haben, ist das klaro? Digga, ihr seid nicht die ersten Menschen, die mir mein Fell um die Ohren ziehen wollen. Ja, am Ende bin ich immer erst der Weg Trophäen prallen kann mit ihren Knochen, ey. Voll krass, wa? Das ist schon eine ganze Sammlung von Menschenknochen zu haben. so sorry. Entschuldige, ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Wir wollen nicht euer Fell haben, sondern nur dieses Gebiet passieren. Wir wollen niemandem etwas Böses Don't do tun. anything dumb. Wirklich, Mann? Warum sollte ausgerechnet ich euch das glauben, ne? Mein Fell ist ziemlich weich, ne? Weißt du? Eine Menge Leute wollen es. Bitte glaub mir, wir haben nicht vor, mit euch zu kämpfen. Alle hier hören, legt eure Waffen nieder. Yes. Ich hoffe, du weißt, was du tust, Michael. Da hoffe ich auch. Ja, hoffentlich tust du dir das Richtige. All right. So. Es tut uns leid, dass wir euer Revier betreten haben, aber wir kommen im Frieden. Wir wollen nur passieren. Da stinkt jetzt im Himmel, Alter. Kein Bock drauf. Na gut, von mir aus. Ganz Theater gehen wir sowieso auf den Keks. Ich glaube, sie sagen die Wahrheit, Alter. Na, lassen wir die Menschen durch. Komm schon, Thank you. Bruder. Danke, Keaton. Wir wissen es zu schätzen. Wer war das? Welcher komplette Fullarsch war das? What? Was? Was mega war das? What? Ey. Das war eine Explosion. Da unten auf dem Boden. Sieh doch, dort oben. Was ist das? No. Das sieht aus wie dunkle Energie. So wie die aus meinem Schwert kam. Und schon wieder von König Garen hier reingelegt? You die on me, I'll kill you. Hey, Kumpel, wach auf. Das ist nicht lustig. Schluss damit. Ja, mach die Augen auf. Komm schon, du bist doch nicht netter. Oh. Du warst es, oder? Du hast die ganze Zeit an den Schnauz rumgeführt, hey. Ich glaub's einfach nicht, hey. Man kann keinen Digger mehr vertrauen. Nein, das ist nicht wahr. Wir hatten nichts mehr zu Say tun. goodbye. Du lügst. Dafür werdet ihr sterben. Die alle werden euch alle abschlachten. Eure Menschenknochen zum Filetieren benutzen. Zack. Mino, geht's doch gut? Ja, aus dem Weg. Das ist eine Sache zwischen mir und dem Digger da. Case! Ich denke nicht, dass wir hier mit Reden weiterkommen, Milord Michael. Wir werden schwer Verluste lange in uns nicht wehren. Ich hätte Menschen nicht trauen sollen. Niemand kommt ihr Leben davon, ist das klar, Mann? Quickly now. Schnell, Milord Michael, wir müssen handeln, entscheidet euch. Wir haben keine andere Wahl. Bitte vergebt uns, Ulfhedin. Ja, so schnell kann's gehen.
Erstmal gucken, wie groß ist das Gebiet. Relativ überschaubar. Viele Berge. Oh. Was haben wir hier? Ulf Hedin, ein Clankrieger mit dem Bestienstein. Ja, leg mich am Arsch. Bestienrune. Ist ein Bestien... Ist die besser? Robustere Bestiengestalt, okay. Ja, das vielleicht gibt es irgendwas was im Bestien Plus, aber... So, genug davon. Ich würde, wir können nicht gegen ihn fighten, wa? Ist ein Stein Plus, er hat doch einen. Scheiße, und ich kann nicht klauen hier. Ich kann Truhen und Türen aufmachen, ja, aber klauen, nö. Gut, das sieht relativ easy aus. Wen nehmen wir alles mit? Natürlich erstmal nicht selbst, ich muss vor allem noch ein bisschen heiden, sprich, ja, ein Stabskill ein bisschen trainieren. Asura, das ist sowieso klar. Hinoka ist hier sowieso, denke ich mal, sehr wichtig. Sakura wäre natürlich auch eine gute Variante. Silas. Ich würde, wenn sie halt Gebirge ist, kommt nicht so gut voran. Ja, muss ich vielleicht testen, aber... Orochi, die soll sich eigentlich entwickeln noch in diesem Kapitel. Oboro, ja, am besten sind natürlich starke Einzelkämpfer, ist klar. Case, du nicht, du bist verletzt. Kaden sowieso, weil er hat ja Best in Plus irgendwo. Oder schon wieder? Hier. Wenn die Einheit in bester Form ist, fügt sie Best in Bonus-Schaden zu. Hehe. Ist natürlich geil. Bioma wäre eine Variante, ist allerdings schon ein bisschen zu stark, wie ich finde. Da wäre... Nee, ich lasse Rinka... Ach, verdammt. Ja, ich lasse Rinka noch hier. Obwohl, mal ganz kurz, wie sieht's aus? Die haben so wenig Resistenz. Das ist Rinka perfekt. Nein! Was mache ich jetzt? Ich will eigentlich Felicien dabei haben. Vor allem auch, ja, ein bisschen besser leveln und langsam gucken wegen Support mit mir und so. Arsch, was mache ich jetzt hier? Skalbau vor allem wegen Fliegen. Das ist natürlich sehr wichtig. Takumi, der macht dann noch ziemlich viel Damage und kritet auch oft und kennt natürlich auch gut durch. Also 12 mitnehmen kann ich schon fies. Na gut, was soll's. Nehmen wir die mit. Positionen mal noch ein bisschen beziehen. Ich denke mal, die Fliegen können hinten bleiben, genau. Der vorderste Front, die natürlich viel aushalten, ist klar. Keaton ja eigentlich auch. Der soll ja auch ein bisschen was machen. Muss ein bisschen gucken. Schwerkämpferin, genau. Und dann Orochi hier. Allerdings sowieso eher hinten. Okay. Ja. Versuchen wir es mal, wa? Sogar Meistersiegel noch. Okay, noch sehr geil. Also mal gucken, wo kommt alle irgendwo hin. Die Alpha-Dinger sind die stärkeren. Alter, die haben 20 Stärke. Leg mich hey. Das kann richtig wehtun. Da muss ich was dagegen tun. Was machen denn die Drachenader? Regen senkt Werte der Gegner, temporär allerdings nur. Okay, muss er doch relativ schnell hin. Die fliegenden Einheiten, wer weiß ich am besten? Okay. Hier weiß ich uns direkt mal angreifen. Erstmal gucken, okay, der ist weg. Gut, der ist nicht weg, macht ziemlich viel Damage. Klar, Rattengeist ist nicht gerade sehr eine große Power, allerdings tut schon mal ein bisschen weh. Das ist eine beste Form, ey. So, Resistenz gesunken. Sehr schön. Die Verteidigung ist eigentlich noch geil, oder?
Oh, sind ja Bestien. Hehe, ich rede zuerst. Super. Warum eigentlich nicht? Tschüss. Ich kille Bestien. Jetzt, So doppelt der. Stahlnaginano macht nicht so viel Damage. Also, du hast schon Damage, aber treffe irgendwie kaum. Rochi, Alter. Viel hat er nicht mehr, war nicht einmal angreift plus Rinken nach, ist er down. I'll lend you strength. Here I come! I'll pay you back. Promise. Zum Gegnerplan auf. Ich bin so krass, das ist ja fast verboten. Ja. Und dann all diese Scheißfähigkeit Alien? Nee. Okay, ein unterschiedlicher. Gott sei Dank, dass wir schon alle hätten die. Dann wäre ich richtig angearscht gewesen. So, muss eigentlich viel besser treffen. Ja. Zumindest in der Theorie. Unsere Klerikerin. Hey, wenn die halt so viel Power haben, würde ich sie ungern reinschicken. Skala wäre eine gute Variante. Trefferchance ziemlich beknackt ist. Stell es mal hier rein, wa? Kannst mal anlocken bei Gelegenheit. Dann kriegt sie noch zur Unterstützung. So. Also immer noch den hier. Mhm. Wer darf ihn killen? Nein. Spielt eh keine Rolle. Careful out there. Mission complete. Yeah, Level B. Den muss man wieder warten, bis sie weiterentwickelt wird wegen Level A, aber gut. Hier oben, das mit dem Senken, genau, aber noch so im Intus. Ja, wollte ich zuerst killen sollen, war und damit hier. Aber ja, kann den nächsten Part noch machen, ne, ist nicht so weltbewegend. Ne. Versuch's mal mit ihm. Wow. Der hat 9 geheilt. Das gibt's einfach nicht, ey. Das lohnt sich, ja, richtig. I'm singing for you. Thanks, friend. Thanks, Bro. Ja, nur 4 Schaden. Oh. Chance. Das kann man verhandeln. Too slow. Die Rotzenzahlen erwischt, okay. Ja, muss sagen, wir riskieren es, wa? Mit Hinoka. Drachenader. Alter, jetzt alle Werte runter. So, die kommen nur so weit. Das ist schon mal ganz geil. Trotzdem treffe ich die einfach kaum. Das war ein epischer Fight. Just like me. Just like him. Denn er ist just godlike. Oder was? Egal, die kann ich eigentlich so holen, wa? Wie kann
Und sowieso nicht dahin. Also der ist ein gefundenes Fressen für Scarlet. Falls sie trifft, natürlich, ist klar. Nehmen wir Eistags, ich weiß, aber 21 Crit-Chance. Da wird einer von beiden schon treffen. Oder auch nicht. Ja, dann kann er die Crit-Chance auch nicht mehr verlassen. Das ist leider die traurige Wahrheit. So, den ersten anlocken. Was lass ich mal missen? Weiter vorwärts preschen. Kannst du mal ein bisschen die Drachenadern aktivieren. Natürlich nichts riskieren. Echt über den Berg über? Boah, können wir versuchen, aber das ist echt so knapp, wie wir das vorstellen. So, wer fehlt noch? Kagero fehlt noch. Was ist man darüber? Jetzt greifen sie Rinka an. Ob ihr zu viel Defense seht. Sie kann sich schön ihre Magie ein bisschen trainieren. Ja, wir sind stärker, Mann. Ja. Die trifft zweimal zu knapp 50%, aber Crit schafft sie nicht. Mann, ey. Das Spiel, ganz ehrlich. Und die Werte sind noch weiter down. Ja, also wir kommen über den Berg, oder auch nicht. Was, Ninja kommt nicht über den Berg? Okay, muss man merken. Das glaubt dir sonst keiner. Jetzt kommt erstmal der Cadence-Style. Such beauty! Stufe 18. Wow, what beautiful. Ja. Noch 2 Level theoretisch und dann sollte er sich entwickeln. Bin schon mal sehr gespannt drauf. Der kommt echt nicht vorwärts hier. Ja, Silas ist hier definitiv die falsche Wahl gewesen. So. Das ist ein bisschen weiter. Hier noch ein stärkeres Exemplar war. Hier im Packer. Dann ist er fast down, okay. Machen wir mal einen Kombi-Angriff. Sehr schön. Dann kannst du mal hier weiter und den noch ein bisschen heilen. Man nervt hier ganz komplett. Was soll der Mist? I'm singing for you. Level 17! Ich glaube, für Asura geht es bis Level 30 sogar. Weil sich ja nicht entwickelt. So. Ja, ich muss den Ochsengeist nehmen. Ich hoffe, ich treffe auch. Das ist sonst ziemlich scheiße. Jo, es ist ziemlich scheiße. Meine Fresse. Ich muss hier noch irgendwie den Notschlag setzen. Weil ich keinen Bock drauf habe, dass er mir hier irgendwo noch meine Sakura killt.
Ich habe echt so weit, war. Gut, ich habe alle geschwächt, also hallo. Ich kann trotzdem mal hier noch... Wobei, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, Freunde. Hierbei wieder Fire Emblem Fates Vermächtnis. Ja, gegen diese seltsamen Bestien-Dinger, die glaube ich vor allem für Kaden ganz gut sind, für ein bisschen Erfahrungspunkte. Aber ich glaube allgemein schon ziemlich heftige Viecher sind, die Ulfhedin. Tja, diesen will es mehr in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüssi!